Uela. 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 Ja, da oben im Urserental tönt es anders als im Rest des Kanton Uri. Nicht nur beim Grüezi sagen. Da redet man eben nicht Urner, sondern Urschner Dialekt. Das ist nicht das Gleiche. Wir haben ganz speziell hier oben. Teufelsbrück macht Grenzen zu unserem Dialekt. Oder? Und wir haben den speziell, auf den sind wir auch stolz, darf man auch sagen. Ja. Die Grenze ist, wenn man durch das Loch durchfährt, das ist das letzte Tunnel, wo man eigentlich nachher in das schönste Tal hineinfährt. Genau. Im Grundsatz ist ja der Urschner Dialekt auch ein raucher Dialekt. Das hat sicher auch mit dem Wetter zu tun, wo da oben ist. Es ist ja Rauchswetter daher und darum ist vielleicht die Sprache auch ein bisschen so. Es ist ein bisschen so, dass man vielleicht ein bisschen verklipft, wenn man einem Urschner oder Andermattner zuhört. Aber eben, es ist nicht so bei uns gemeint, wie es dort drinnen tut. Ja, es ist sicher eher eine rauche Sprache, aber für mich ist das einfach das, was ich kenne. Und das ist das, was mein Herz höher schlagen. Die intensiven Handelsbeziehungen der Säumer oder andere Einflüsse, wie zum Beispiel fremde Kriegsheer oder Gastarbeiter vom ersten Gotthardtunnel, haben deutliche Spuren im Urschner Dialekt hinterlassen. Lehnwörter aus dem Tessin findet man zum Beispiel in der Küche. Ja, jetzt ein paar Morgen zum Morgenessen, oder? Sagen wir nicht zum Morgenessen, wir sagen Kalatzen, oder? Kollationen. Oder wenn man Suppe hat, haben wir einfach da Manestren, oder? Minestrone oder so Sachen, ja. Wie zum Beispiel auch das Wort Luganigetti, das man bei uns viel braucht. Und so viel bedeutet wie eine Grillschnecke. Ja, der grosse Uela kommt auch vom Tessin durch, oder? Da sagt man das auch, oder? Und das sind eigentlich die Ausdrücke, die die alten Urschner schon hatten. Und die wollen wir auch weiter pflegen, ja. Einen besonderen Ausdruck gibt es auch für die von jemand anders ins Urserental raufkommen. Zum Beispiel für Leute aus dem Kantonshauptort Altdorf. Ja, die von Altdorf, das sind für uns Kröpfe. Also wir sagen ihnen halt Kröpfe und die da raufkommen, wohnen, das sind einfach die Lachonigen. Also das sind wie die wir lachen haben oder lachen haben müssen lachen. Genau. Also früher war eine klare Grenze, Zurnerloch oder Teufelsbrück. Und die hier unten, wir waren ein bisschen speziell hier, aber mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geleitet. Oder? Es hat eine gute Durchmischung gegeben und vor allem die mehr besseren von unten vom Unterland haben recht viel hier oben eine Zweitwohnung oder eine Ferienwohnung. Das ist halt, also ich finde es schon recht etwas anderes. Ein Urner und ein Urschner. Weil für uns ist Winter alles, also das Grösste, und für sie ist viel mehr der Sommer. Das zeigt nur schon den riesen Unterschied eigentlich. Sie haben den See und wir haben Berge. Also sie haben schon auch Berge, aber wir haben halt wirklich Berge vor der Nase und die schöneren. Im Grundsatz hat man auch immer so ein bisschen das Gefühl, die Urschner sind nach außen recht hart, aber innen dran ein weicher Kern. Also ein weiches Herz. Oder innen dran wird es dann schon ein bisschen amüsanter und feiner. So, das wäre also geklärt. Aber es gibt ja noch viele andere Wörter, die man so nur da oben braucht. Zum Beispiel ein Wort, das man vielleicht nicht überall kennt, ist Bohr, was so viel bedeutet wie ein Lauch. Zum Beispiel Kirme, zum sich ausruhen, wenn man wandert und man gerne Kirme. Ein Kuhfladen ist zum Beispiel für uns ein Kuhteischling. Das Wort Poluzker, was so viel bedeutet wie eine Münze. Als Fläschchen Schnaps sagen wir ein Gutterli Brands. Oder ein Fiaschke Wein, oder? Das ist ein Doppelliter, eine Korbflasche. Wenn halt der Wind kommt, dann guckt es. Das sagen die Urschner sehr gerne. Und wir haben sehr oft den Föhn und es guckt halt. Ein spezielles Wort haben wir auch für Schmetterling. Das ist Flickholder oder Flickalterli, also wenn wir hier auch sagen. Soweit also unser Crashkurs im Urschner Dialekt. Mit einem freundlichen Uela outet man sich nicht gerade als Kropf. Und sowieso, Sorge haben zur eigenen Sprache ist nicht nur da oben ziemlich angesagt. Ja, ich glaube, das ist wie mit jedem, der mit der Heimat verbunden ist, etwa gleich, dass man halt einfach ein Stück Heimat kehrt wieder einmal. Ja, also eben, ich finde, es ist mega cool, wenn man eigentlich den Dialekt behaltet. Und darum finde ich alle alten Leute, die voll so reden, finde ich super. Im Grundsatz bedeutet das immer ein bisschen Ursprung, ein bisschen Heimat.